Old Testament ist so sehr wichtig, dass man ins Glauben stärken. In Lukas 24, Jesus auf den Weg nach Emmaus, haben die Jünger erklären, wer er war. Er braucht das Alte Testament. Lukas 24, Vers 27 sagt, und er fängt an von Moses und all die Propheten und lehrt und all die Schriften aus, was ihn betroffen. Und ich habe fertig gewünscht, dass einer kann die ganze Andacht durchhorchen, so ist Jesus, die Jünger, du erklären, die Jünger, die wären jüngst da, wenn Jesus, die wir gekreuzigt, die dachten, dass wir erkennen, dass wir Radar, der Messias, und nu stemmen die dort aber nicht, nu ist er tot, nu wird dann, und denkt das so da. Und Jesus, wir jüngst mit und die wissen noch nicht, dass Jesus wir. Und das wird Gott sagen, er fängt an von Moses und all die Propheten, all die Schriften erklären, was betroffen, was von ihm reden. Und so, da wird noch eine lange Andacht gewesen, wenn auf all die Schriften ausgelegt von dem Alten Testament, was von ihm reden. In Matthäus Kapitel 11, Carlos redet auch gleich von in Bibelstimmen, Johannes fragt, bist du der, du kommen soll, oder soll wir nach einem anderen lernen? So, Johannes wird noch ganz, er weiß noch ganz genau, Jesus wird kommen, der Messias wird kommen, nur weiß er bloß nicht mehr, ist das wirklich da. Und Carlos erklärt, Jesus sieht nicht bloß, ja, ich bin da. Er braucht das Alte Testament, prophezeien, was wir von ihm reden. Und er sagt, sei zu denen, was du siehst, was ich hier tue. Und da wir waren, Johannes in Glauben stärken, mit dem Alten Testament prophezeien, mit alles, was im Alten Testament wir all gesagt von ihm, das ist ja alle gesagt von dem Messias, und das, was hier passiert. Und so, uns Glauben soll sehr gestärkt worden mit dem Alten Testament. Apostelgeschichte Kapitel 7, davon ist das Krack so, er erklärt Jesus, und er fängt an von Abraham und jetzt ganz bei Solomon, es vertelt eine lange Geschichte, und erklären, dass Jesus wirklich der ist, was das Alte Testament von reden wird. Und Paulus braucht durch Säuer, durch Römer, durch Galater und durch mehr von den Briefen der Kirchen, er braucht das Alte Testament so sehr zum Wiesen, wo dort Jesus wirklich da ist. Das Alte Testament ist, wo ein Ding, wo du immer weiter kann sein, ist dort, wo Gott versprechen wird, dort hält er. Er verspricht irgendwas und dann hält er dort. Und das hat nichts zu tun mit dem Volk. Wenn Gott irgendwas gesagt hat, er wird sicher merken, dass er das erfüllen wird. Wir können nachdenken, ich sage, noch ein junger Christ, wir haben Fuß, und Gott sei Dank, wie wir in Fuß, andere Christen top, wo ein großer Iwa haben, haben Gott sein Wort verspreiten, haben predigen gehen, und wie wir in Ferken abgehst, mit ihren Top, mit Papier nicht teilen von dem Evangelium, und mir freut so sein, dass Jesus mir geraten hat, ich will das wieder vertrauen, aber ich weiß noch sehr wenig von wo das muss. Und wir können auch besonders denken, einmal wie vorhin in London, du so begossen und vertalen mit Menschen. Und da waren so viele Menschen, die kamen von der Cantinas-Route oder was immer, die wir in Hof besuchen und die hatten den Kreuz an der Necklace zu hängen. Und es wieder wollen vertalen von Jesus. Sie sagen, oh, ich kann Jesus, ich glaube an Jesus. Und wir verstehen das auch, wir wissen auch, dass unsere Radung nicht hat zu tun mit Worten, dass wir nicht durch Worten werden geraten, dass bloß glauben wir, so was wir predigen, dann wir glauben. Und sofern, wenn wir das predigen, dann du abgehst, wird entweder sagen, ja, ich glaube an Jesus. Aber wir können gut sein, dass, hey, das Jesus, was ich an glaube, der hat mein Leben geändert. Warum hat diese Menschen ihr Leben nicht geändert? Und dann, wir wissen nicht, meistens mal wohin, und dann direkt wieder bloß an da, no, jemanden auf ihm glauben. Und wenn ihr auf ihm glauben, dann wird ihr Leben ändern. Und so dann werden wir mit confused, so dann sagen wir durch unsere Worte geraten oder durch Glauben. Und so, wir wissen nicht, von wo das Glauben soll kommen. Und dann, vielleicht messen ja Luther oder so, dann hier wir reden dann Terenti auf seiner Andachten horchen, in seiner Bücher lesen, in seiner
studieren, was das Evangelium, wo man dort verkündigt, wo man das gepredigt, dort Menschen das glauben. Und dann wieder irgendwer von manchen Brüdern, die ein Buch hat, dat naam door de road to Emmaus, de weg naar Emmaus. En dat krijgt deze Lucas kapitel 24, te erklären dat Jezus zegt niet bloos dat je geloof aan mij. Hij zegt niet bloos dat je geloof aan Jezus. Hij gebruikt het Oude Testament en hij vertaalt de geschichte, wat het is in der hart brandt. Hij dit als alles zo wat hij hier zegt. En zo, voor die we dat zo sterk in der geloven dat hij zoveel van het Oude Testament hier denken. En dan een paar jaar later zegt het, da verstaan wat het moest, dan wonen we al in Niagara Falls. En dan heb ik dat beleefd, wat het schaffen deed. We waren door Kraken Niagara Falls bij Clifton Hill. Op einmal kwam er einer aan met zijn maal. En we vangen voets aan te den vertalen van Jezus. Ik weer met een andere broeder top. Ik wens toch dan dat we een broeder. Ik wil dat nog besser erklären. Aber we voeren besonders uit om het evangelium predigen. En dan dat ik krijg ze dat. Ik vang aan van Adam en Eva en van Kain en Abel en van Noah en van de priester en van de opfer en vertaald van het Oude Testament. En deze moet men weer met vertalen, den ze noemen Shane. Die stond door een hart en stond door een hart en stond door een hart. En ik kon het zeggen, dat je weer honger. En ik wist niet meer waarheen. Ik vierken ik rond uit van dingen wat ik wil vertalen. En op eenmaal valt me naar huis staat bij in het Oude Testament wat Jezus erklärt hat. En ik vertaal bloß wieder. Ik weet niet gezegd, du had vielleicht meest een stunde met hem vertaald. En de ganze tijd wat ik met hem vertaald, hij hungert naar mij en hij wil mij. En ze neemt jou weer een engstje af en zij lacht dat hij zich door zoveel tijd met mij te doen had. En dan, wenn ik gesprek had, ik wist dan niet meer wohin of wat te zijn, dan zei ik, vroeg ik bloos scheen, wat test je met dit, wat je hier hast. Dan zei hij bloos, ik wil naar huis varen en de ander dat zijn. En du klikt me dat aan, dat is kraak wat geloven is. Dat is kraak wat de antwoord zal zijn. De antwoord zal niet zijn, ik wil proberen beter te leven, of ik wil met alle aanstrengen, of ik wil dat. Wenn de God nu recht wat je zegt, de antwoord zal zijn, dit moet wieder vertaald. Ik wil nu gaan wieder vertalen. Luther waar we aan, Luther vielleicht waar we aan dat des vriend wat ik met top weer, hij bekeert zich door. Kraak den tijd, wat hij zegt, Luther te mij, weet je wat ik niet meer bekeert, kraak door dan is die met den schijn reden weet. En zo, dat we voor mij zo'n grote vrede, dat het woord Gottes so wichtig ist und nicht bloß Raum sagen, gleich an Jesus, wen wir als Jesus. Besonders hier in Mexiko, wir haben so viele Jesusen und die don't nicht alle raten. So, wenn wir wollen den Jesus vertrauen, was raten wird, dann müssen wir dort connecting mit dem Gott von dem Alten Testament. Naja, wir müssen wieder gehen. Okay, weil wir gehen in diese Geschichten haben. 2 Mose 5:1 en doorheen gingen Moses en Aaron en de zeiden te Pharao, zo zegt Yahweh, de God van Israël, laat mijn volk gunnen, dat zij mij een vorst houden in de wildernis. Dit meer van de schriffen waren van de Koningsbibel. Ik heb poorten van het Oude Testament hadden mij al geschickt. En ik vroeg waarom de gebruiken Yahweh gebruiken deiden. En er staat Haar oder Jehovah. En die erklärten dort, en die zeiden te mij dat werkelijk in de originale tekst, wir dat gleich Jehovah, en dat wir ook niet Yahweh, en dat wir ook niet Haar, die hadden bloos 4 Letteren gebruikt, en dat wir de Jat, de Ho, en de Wei, en de Ho. En dan door verschillende Letteren hadden die nog een accent door, dat mensen wissen, wat het woord moest uitgesproken, den sie noemen, dat Gott sie noemt, worden sie noemen moest uitgesproken, wie bloos met de consonants, bloos met de J, Ho en Y en Ho, du hast noch keine Sonido hier. En zo einzig hadden dan auf voets gedacht, dat wordt Jehovah zijn, en dan krijgt de 4 Letteren gebruikt, aber er zijn meeste van de Lieder, wat het studeren doen, die geloven dat wordt alle gaan geheerd zoals Yahweh.
Na, das ist nicht ein Wort, was du wichtig ist. So sei wichtig, dort einer, wenn die nicht das weißt, dann kostet nicht gerat sein. Dort weit wir sagen, die Jehovah sehen, da haben einmal gesagt, wir machen den Namen Jehovah weiten und den Namen roken. Nu weet ik niet wat hier passiert ist. Oh, das ist 3. En so ik wil op keine Weg dit uitspreken, zodat dat ik geloof, ik zei, dat is wat we niemanden weten, dat zijn noem Yahweh is. Bloos, mij vraagt einmal de King James Bibel, daar heeft einmal, wenn dat Jehovah weer, oder Yahweh, wenn dat werkelijk God zijn noem weer, dan weer niet alles grote letteren, een grote L, een grote O, een grote R en een grote D. Dat hij einmal kunnen entscheiden, wenn dat zegt Lord, wenn dat zegt Herr, als dit werkelijk Jehovah oder bloß een anderen Herr, wenn du sagst, mij is een Herr. En de Luther-Bibel, die dat krijgt zo, met Herr, die heeft dat alle met grote letteren geschreven. De Elberfelder, de Schlachterbibel, die heeft dat ook krijgt zo, met alle grote letteren. De Elberfelder, Judische, die heeft dat Yahweh, krijgt dus dit. Alle Spanische Bibeln, die haben Jehovah. En so, de Bibeln, die haben, buiten de Plotische, de andere Bibeln, die haben alle een onderscheid, wo er kan zeggen, dit is Yahweh, dit is Jehovah, dit is die Herr, nicht bloß ein Herr. En so, dort waar we hier nu vielleicht hier moet zijn, dat woord, so ik wil bloß erklären. En Pharao zegt, wer is Yahweh, dat ik zijn stem horchen zal, en Israël gaan laten. Ik kan Yahweh niet, en ik wil Israël ook niet gaan laten. En ze zeiden, de Hebräer God is ons bejend, laat ons toch gaan, een 3-dages reis in de wildernis, en Yahweh ons God opferen, dat hij ons niet met pestilens slaat, oder met de schwert. En de koning van Egypte zei te eind, waarom doe je, Moses en Aaron, dat volk laten van ihre arbeiten? Goed je en jene lasten. En Pharao zei, kijk, dat volk van dat land is nu veel, en je willen eind van ihre lastarbeiten rijven laten. So, een ding, je zegt, waarom Pharao dat niet wil, als die Arbeit, wat die doen, die groep wat hier schaffen, dan dat is zo'n grote groep. En wanneer we hier een wet is van je schaaf, wanneer een paar arbeiders heeft, een kleintje schaaf, en die willen een paar deel opnemen, dat is niet zo'n groot. Maar wanneer nu zo'n fabriek had van duizenden arbeiders, dan willen die alle voor 3 deel wegreizen, dat is dan $15 miljoen. En dat heeft niets met dollar te doen, maar Pharao kon ons zeggen, wo sei der Königtum durch gebiet wordt, wenn die hand zoveel arbeiden, nu die moet alle gaan lopen. Vers 6, en Pharao beval de losmeesters van dat volk en denzelfden dag in ere ongestalde en zee. Je zullen niet meer, zoals eier, dat volk stro geven en om Thielen te strekken. Zij zullen zelfs kunnen en zich stro zamelen. En een ding wat ik hier wel een beetje erklären. Ik ga meestal de nummer van de vers hierboven van wo het komt. Maar ik heb verkenheid de vers nur zo uitgekaart. Wien du hast zoveel van kapitel 5 tot kapitel 10. So ik wil zeer toedoen. Lees dat gans. Ik zijn deze laatste week, ik daar niet overdreven. Maar ik würde sagen, ik glaube, ik had van kapitel 5 tot kapitel 10, wenigstens 10 Mal even gegaan, even gehoord. En bloos om dit dollar verstaan wat je ooit hebt. En zo, er weer zoveel wat ik hier baan had, wat ik wil met doen. Ik zag dat dit kreeg ik helemaal, zo ik moest er nog veel ruit, dat het wordt met boze gaan. En de soel van de tielen, dat je gemerkt haben, sollen je eind opleiden, je zullen niets weniger merken. So, ja, voor de opzichter, de oeierstallen, dat we in Israëlieten zelfs, en wat zegt het daar, waarom was het tregunnen, de eine vers, losmeesters, dat zijn de Egypten. En de oeierstallen, dat zijn van de losmeesters van de Israëlieten zelfs, mannen oorgesteld wat door zullen de andere Israëlieten alle zijn, wat die doen zullen. En zo,
En de soel van de tielen, dat je gemerkt haben, sei je eind opleiden, je zullen nichts wenn je merken, wen je zijn fühl. Du wirst schrien sei und sein, wir wollen hangehen in unserem Gott opfern. Merk die Lostarbeit schwander op de Männer, dort sei damit zu schaffen haben und nicht achten auf die falsche Wert. Na, wir weiten sagen, Gott, es ist nicht falsche Wert, ich werde es mit Dach merken, was erklären, wo wichtig wird sein. Wir haben die Worthof gewährt, die wird, was Moses hatte, wie ein Worthof gewährt, aber die Angläubigen, die glauben so fertig, dass der wird, was uns wirklich raten kann, dass es ein falsche wird und dann uns verleiden. So, die Menschen sollen die Stapel sammeln, verstreuen, kriegen so viel Tielen merken als Eier, die Eierstalde werden geschlagen, und die Eierstalde frühen Pharao und er sagt, fühl sind die, fühl. So, dat hat nichts gehalten. En dan van de Eierstalde van Pharao uitkwamen, trafen zij Moses en Aaron. Du hast ein bisschen Fehler gemerkt, aber die kamen von Pharao uit en du voets trafen die Moses en Aaron en sicher wären sie da. Vers 21, en zij zeiden te eind, mocht Yahweh op junt zijn en rechten, wil sie ons je rach stinkend gemerkt haben voor Pharao en voor zijn knechts, zodat je dat Schwert in de hand gegeven haben, ons dood te merken. So, in steht dat het leichter weer, Moses soll nangehen met Pharao reden, am te raden, en steht Radung, war dat schwander. En mir freut het zei dat zoveel van de Nieuwe Testament Woordheden. Ik würde sagen, al die wichtige Nieuwe Testament Woordheden zijn afgebeeld in het Oude Testament. Wenn Jesus kwam, hij kwam Christus Moses. Wenn Jesus kwam in de Evangeliumsbrief, dat wir nicht voets te raden. Wat hij eerst deed, is hij maakte Gesetz schwander. Hij bracht dat Gesetz werkelijk uit, wat het Gesetz werkelijk meint. En dat die Menschen, die waren so leicht am Fragen, wer ist mein Bruder? Die wissen das Gesetz, aber die wissen nicht, wo deut das ging. So, Jesus ent Radung an beiden dein, mögte der los schwander. Die erklärt wirklich, wo sei stark, wo sei streng das Gesetz wir. Und so, kriegst du mit Moses, entsteht Radung, war das schwander. 2. Mose 5, 22. Dann redet Moses sich naar Yahweh en zegt, Herr, waarom hast du zo'n übel aan dit volk gedaan? Waarom hast du mij geschickt? Ween vandaan als ik naar Pharao kwam, om dien noem raden, heeft hij slag gedaan tot het volk, en du hast ook niets gedaan om dien volk raden. So Moses konnte das nicht verstehen, warum das entsteht leichter, warum entsteht Radung, als dann wurden die dann geschlagen und da wurde schwander. 2. Mose 6:1, en Yahweh sagte Moses, nu sollst du sein, wat ik Pharao doen wil. Willst durch eine starke Hand soll hij ent kunnen laten, en durch eine starke Hand soll hij ent uit zijn land wegdrijven. En God sagte Moses en sagte God redete Moses en sagte ik zie Yahweh, en ik zie Abraham, Isaac en Jacob, erschien als Gott, die Allmachtige, aber mit meinem Namen Yahweh habe ich mich nicht bekannt gemacht. So hier ist das, wo der Moses wirklich erklären hat, was sie nun ist. En dan in vers 4 redt God nog wieder en zegt, hij had een bund gemaakt met Israël, dat verklaren je van Israël, ik heb aan mijn bund gedacht. So der had je hiert, zoals die verklaren deden in Israël, en dan zegt hij, God is, ik heb aan mijn bund gedacht. So mijn vriend immer war dat God een bund maakt met zichzelf, en maar wenn wir zijn bund vergeten, dan hij dat niet. Du wen, in vers 6, du wen zei te de kinderen Israël, ik zie Yahweh, en ik wil junt uitvieren van Unya, de Egypten eruit losarbeiten, en wil junt raden uit ihre dienst, en junt lezen met een uitgestrekte arm en de grote oordelen.
So, der wird die Ägypten rechten durch diese Radung. So, er sagte, ich war jünt Riedfirm, jünt Raden, jünt erleisen, mit einer uitgestreckte Arm. Vers 7, en ik wil jünt voor mij aannemen als een volk, en wil jünt God zijn, en je zullen erkennen, dat ik Yahweh jünt God zie, dat jünt Rütviert von unter der Ägypten Erde lost arbeiten. So, Gott will sie nun groß merken hier mit all das, und die will haben, dass Menschen das sollen sein, wie er ist. Gott sagt, ich war jünt und dort Land bringen, wo ich Abraham, Isaac und Jakob gejeft hat. Du hast gerade viel mehr. Moses redet zu Israel, aber sie horchten nicht, und Yahweh sagt zu Moses, red zu Pharao. Moses sagt, kijk, die Kinder Israel haben nicht nur mir gehorcht, und wo soll Pharao mich hören, da ich mit unbeschnittenen Lappen sehe. So, hier war Carlos Latz erklärt, dass Moses können reden, der wir stark in Wut und in Wort. Ich denke aber, wir wissen, dass Moses wir nicht auf 40 Jahre wie er mit seinen Menschen taugt. Er war in der Wildnis, er war mit seiner Familie und er hat vor lang nicht so geredet. Und ich sage, der Redner für das, ich dachte an, der Meier Experience eine halb hier boven zu reden, der leichter wird. Aber wenn ich nicht so für 40 Jahre keinmal das down und dann irgendwie früher, ich würde nicht ganz so reich sein und sagen, oh ja, ich habe erst einmal da gepredigt, ich würde reich sein dafür. Ich würde nur nervös sein. 1. Mose, Kapitel 7. Gott sagt, kiek, ich habe die für Pharao zu meinem Gott gesagt und den Bruder Aaron zu den Prophet. Du sollst alles reden, was ich die beiden war. Und ich war Pharao sein Hort verhorten. So hier all, Gott sagt all, vorher, ich war Pharao sein Hort verhorten. Nou, warum? Weil Gott Pharao sein Hort verhorten. Wir waren jetzt eine Frau, wir wollen das auch noch sein. Oder das, ich weiß nicht, dachte nicht unter der Antwort, so dich wie sein. Und meine Tietens und meine Wunder in das Land Ägypten vermehren. So, Gott will nicht haben, dass Pharao Fuß Büße tun, wenn die Starke durch Handleden leiden und die Schlangen werden. Gott will haben, dass die Wunder sollen grater und grater werden, mehr und mehr. Wenn du an denken, dass wenn die Israeliten Jericho kamen, Rahab, die Menschen haben alle Angst für jeden Gott, wegen die Wunder, was jeden Gott hat getan. Wenn die Geschichte, wie du abgehört, die haben einen Stock gelegt und wir eine Schlange geworden, wo groß wurde die Rede gewesen? Wo weit verspreit wurden die Menschen feiert haben für das Gott? Manchmal, wenn die erste Plau geworden wird, dass die Wut zu blut wird, und dann Pharao Büße tut, da wird lang nicht so ein großes gewesen, es wurde wir. 2. Mose 17, und Moses und Aaron gingen bei Pharao nan und deuten so, als Yahweh und geboten hat. So Yahweh, Gott hat endlich gesagt, was sie sollen tun. Und Aaron schmeißt seinen Stock für Pharao an und für seine Knechts, und die warten eine Schlange. Pharao, seine Hexenmeister, deuten auch so, und jeder schmeißt seinen Stock an und die warten zu Schlangen. So, ich weiß nicht, wo die das getan haben, von Hexerie die haben, ist das wirklich von Zutun eine Macht wir oder das bloß ein Gespiel wir, wo die haben gelehrt, die Menschen zu verführen, das das. Aber anyway, das sage ich hier, dass der Starke war noch geschlagen. Aber Aaron, sein Stock schluckt er Starke ab. Und so, dort sei interessant, Gott als heilig, Gott ist der allmächtige Gott, und Gott wird wiesen, wer er ist. Und das was er das mit all den Jätter von Ägypten. Und Pharao sein Hort verhort sich, und er horcht nicht nur an, so es Yahweh geredet hat. Wenn du ein bisschen nachdenkst, was du Augen auf. Der Aaron hat das Stock der Hand, das ist eine Schlange geworden, anhand der Hexenmeister da auch, und da sind mehrere Schlangen, ich weiß nicht wie viel, da sagt bloß jeder einer von denen, ich weiß nicht wie viel der hatten, aber da waren alle Schlangen.
En wo zij groot wordt, Pharao zegt, ik ga niet doen met zijn heksenmeester. En dan heeft hij door moest zetten en kijken, is zijn slang, alle worden abgeschluckt van Moses zijn slang, God zijn. Oké, nu zijn we de eerste plek, 2 Moses 7:17. Doen we een warning in vers 17 en vers 19. Neem die stok en strek die hand uit. Een eindje van die plekken waar Pharao vorher gewarnt en zei, dit wordt passeren, wanneer je niet loslaat, anders moel, dan kan de nächste plek bloos unwarning. Neem die stok en strek die hand uit over de woeders in Egypte, over de struim, riefers, puddels, woedelager, en dat die te bloot worden. En door wat bloot zijn in de ganse land Egypte, sogar en haltene os ook en steinene gefäße. Dat zijn allemaal details bij hem. En wanneer proeft te verstaan wat het al passiert is, eine Kampffertung irgendwo in der Eigner, wo er nicht kon begreifen, wo ist das wirklich geworden. Und das ist hier wichtig, dass wir können sagen, dass all die Riefers, all die Streim, all die Puddels, all die Wutterlacher, all die Wutter, wo den Haltene Gefäße sind, und Steine Gefäße sind. Das ist eine Ursache, warum das so klar erklären nicht. Und die Fisch, die in der Riefer waren, gingen dood, und der Riefer stunk, und die Ägypter können das Wutter uit den Riefer nicht trinken, und das Blut wir in das ganze Land Ägypten. Und Pharao seine Hexenmeister deiden auch, so die deiden krak so. So meine Frau, wir als lang einmal gewasst, na wo deiden die dort? Nicht bloß wo deiden die dort, aber von wo kriegen die das Wutter? Du willst kein Wutter. Der Riefer, der Wutterlacher, und lost het even, ik lost het even, ik dacht, du moet in wat zijn en krak. Du ween, heeft God ons gezegd, dat al die haltene Gefäße en die steinerne Gefäße, dat wordt ook bloot worden. Aber heeft niet gezegd van bronzene, van ijzerne, van zilverne. En zo er zijn andere wegen wat je gaan kunt, Wutter gehad hebben, en der Paulus, dat je dit ook nog gaan kunt. Das Bild stimmt nicht ganz, der Milat wenigstens ein Stein, wo der Wutter ben ist. Aber so das Erstmäßige war, dass die nach Wutter haben und dass der Hexenmeister kriegt, die Menschen verführen den mit der Rock. Und Pharao sein Hort verhört sich. So einmal Pharao, der hat sein ihnen Hort verhorden, und einmal der hat Gott sein Hort verhorden, einmal wortet wem hij kon het zeggen dat mijn heksenmeister kan krijgen zo einmal wat zijn hart wenn de wat zo dol van wat Moses en Aaron gedaan hebben, andermaal wat zijn hart wenn dat is niet wat leicht geworden oder de trouble wat de band zijn als waag. En dat we mijn trouble eigenlijk bekeerd weer, mijn hart wordt immer waar hart wenn ik er lijst weer van mijn troubles. Hij harkt niet naar eens zoals Jehovah gereed had. So Jehovah zei, de wil niet harken. En al die Egypten groefden rondom den Riefer nu Wutter te drinken, wels van dat Wutter im Riefer kunnen zij niet drinken. Tweede plek, 2 Mose 8:1. Waarom? War er een warning. Ik word die met Pagen schlonen, Pagen van Riefer, en die huis, en die sloepstoven, op die bad, en die knaaks erhiza, mangt die volk, en die uves, en die niet trei. En de Pagen worden opkomen over die, en over die volk, en over al die knaaks. Nou, dat is een van de plekken wat mijn vrouw zei, ben ik gleich niet Pagen, So that's eine gerade ich glaube jet wird China gleichen. So sei für Pagen zu wirken. Vers 5 streckt die Hand uit mit die Stock über den Streim und lute Pagen ab dort Land Ägypten kommen. So das erste dort wir bloß die Warnung und hier so war das wirklich. Dann streckt Aaron seine Hand uit über der Wudash in Ägypten und die Pagen kamen ab und bedachten dort Land Ägypten. En in vers 3 doen we de warning. En de Riefer wordt zich van Pagen
reden. Und die waren rückkommen und in den Huis kommen, in den Schlupfstuf und ab den Bad. En de heksenmeester deiden groot zo met ihre soberie en de möchten ook pakken. En Pharao roept Moses naar Aaron en zegt, bet te Yahweh, dat hij de pakken van mijn volk wegneemt, dan wil ik dat volk gaan laten, dat zij Jehovah opfremmen. Zo hier, dat hij al verspreken dat hij wordt. Wanneer zal ik beden, vraagt Moses. En Pharao zegt, morgen, wat hij niet so sei schlecht gleich haben, ist meine Freude, wurde an seinen Fuß. Und sie sammeln die ab, Klampes, und dort Lohnstank, und Pharao sagt, dort das leicht geworden wäre, und verhört er sein Hort. War er nu wieder die Trübel erleist, nu wird leicht geworden, nu war er hort. Der dritte Plan, Unwarnung. Und Yahweh sagte Moses, seid Aaron, streck den Stock uit, en sloeg den Stoff ab ihr, en die wordt te sterkvliegjes worden, en ganz het land Egypten. Al de Stoff ab ihr wordt sterkvliegjes, en ganz het land Egypten. En de heksenmeester proefden ook, aber zij kunnen niet. So, de eerste 3 Plauen, de heksenmeester hadden zich ook al geleerd, wo die kunnen mensen vervieren of wat immer, en die kunnen ook doen, aber nu, die wollen auch Stärkwiegjes merken und die können nicht. Und sie sehen der Pharao, dort ist Gott sein Finger. So, du fängt der Hexenmeister an sich zu fürchten, aber Pharao sein Hort verhört sich. So war er hier den sein Hort nicht hart geworden wären, den sein Hexenmeister dann auch ein Milagro, da wir kriegt Jerusalem anders. Nie wenn die nicht können, wie die da geworden und war wie sein Hort geworden. Der 4. Plau, fliehen Schwarms. Sagt der Pharao, lut mein Volk können, dort sei mit deinem. Wann nicht, dann wo ich fliehen Schwarms bringen. Ich war dort Land Goshen abholen. So, dieser Plau ist ein bisschen anders, der 4. Plau ist ein bisschen anders. Der andere, der kam eben um. Und hier so, mir ist sehr interessant, dass Gott hat einen Chat mit fliehen Schwarms, mit großen Schwarms fliehen. In Ägypten. Manch alle Ägypten, aber das bietet Land, wo die Israeliten sind, dort Goshenland, du wirst kennen. Dort ist ein sehr großes Wunder. Und Yahweh deed so, und du kamen große Fliehenschwarms in Pharao sein Haus, und dann seine Knechte ihre Hisa, in ein ganzes Land Ägypten, und das Land ward von den Fliehenschwarms verdorben. So, warum Luther uns ein bisschen nachdenken, wo das würde loten, wenn das Land Goshen, das wird dollar Farmerland, die werden durch Hords, die werden durch ihre Tieren, und wenn wir denken, dann wo sind Fliehenschwarms, manch Tieren oder in der Stadt, in der Palace, das wird wirklich, da wird ganz anders sein, wenn hier so ein Port ist, Fliehenschwarms wären, aber die wären nicht hier in der Dörfer, die wären bloß in Portis, bloß in der Stadt. Da wird sehr Flamm sein. Die sind viele aller, wo Tieren sind. Und so, da wäre ein großes Wunder. 28. Und Pharao sagt, ich will ihn können lassen, dass je zu Jehovah, jenen Gott, in der Wildnis opfern, bloß sie sollen nicht weit weg können, bet für mich. So, Pharao fängt an nur zu lassen, aber doch hat er sehen, was das Wort, wo ich kann brauchen. Seine Meinung oder mein Wort. Ja, ihr kann, aber ihr soll nicht so weit aufgehen. Und Gott wird nicht bloß, wird Pharao nicht an jeden angehen. Er wird das, was du bringst, wo Pharao den Menschen wird rütteln. Der 5. Plau. 1. Mose 9, 2. Mose, du hast gerade einen Fehler gemerkt. Kijk, so wird Yahweh sein Hand über die Fei kommen, dort ab der Stab ist. Wara. Hier wir waren, ich hatte einen Trouble mit hier, ich wollte das bald erklären, aber wenn wir daran denken, wird hier sagt, dort ab der Stab ist. Da wird eine Krankheit kommen, über das Fei dort ab der Stab ist. Nicht bloß das Fei, über die Piet, über die Esels, über die Kamelen, Rinden, Schub und mit einer sehr schwere Pestilenz oder sehr schwere Krankheit. Gott möchte ein
Unterscheid zwischen Israel und den Ägypten, engoschen wir nicht eindeutig, Pharao sein Hort verhört sich. So die Fei ging alle dood, aber das, wir machen das morgen, die ging alle dood, wat aber starb werden. En ik wil bald zijn waarom dat wichtig is. De eerste plek. En Yahweh zei te Moses en te Aaron, neem jene vuisten van Rom van oven en laat Moses den nam Himmel verstraaien, voor Pharao zijn ogen, en die wordt te stof worden over dat ganze land Egypte, en wordt de mensen en vee te schweren worden, die worden in Schlemsen uitbreken in het ganze land Egypte. So, wenn ich bei dieser Play kam, dann dachte ich an, okay, wo kommt dieser Fei? Warum sind da noch Fei? Ich dachte, die gingen alle dood. Aber da brengt ich das uit, dat sagt, all das Fei, was bestarbt wird von den Ägypten, das Fei, was bestarbt wird von den Israeliten, das ging nicht dood. All die Fei, Piet, Kamels und all die Tieren, was bestarbt werden von den Ägypten, ging dood. Aber sondern was die hatten Bann gehabt. Und so, du wir Luther, was Gott nach Dollar erklären, wo die kann verraten mit einem anderen Plan. Hier so hat wir nicht ganz so klar erklärt. Aber wenn die hatten Krieg gehorcht und wurde gesagt, all die Fei, was bestarb ist, was dort ging, die hatten das können anbringen. Die waren nicht gesagt, bringt das an, wenn ich nicht soll, aber du wir all, wo soll das sein? Auf Englisch würde das sein, a hint of salvation. Du wir all, irgendwas, was ihr haben könnt, uitroeden, wo feite raden. Luther wird Gott noch klarer reden mit dir. So, diese Schworen kamen über das ganze Land, über die Menschen, über die Fei. Die Hexenmeister können nicht für Moses tun, wegen der Schweren. Die haben Schweren über die ganze Körper, über die Körper und Gesach. Und der Herr verhört Pharao sein Hort. So, der Herr verhört Pharao sein Hort. Gott will nicht haben, dass Pharao soll Buße tun, but, die will nicht mal haben, dass er soll Buße tun. Und das hört sich vielleicht noch streng, wenn ich das sage, aber du hast mal so weit, was Gott jetzt mit dem Mensch. Und wenn Gott das all weiß, das hat so viel Gelegenheit gehabt, was hat er entscheiden. Das hat so viel Gelegenheit gehabt, nicht die Dinge zu tun, was er tut. Der hat so lange jen mein Volk gesündigt und in sein Gewissen bloß zu sie gestatt. Die wird sich nicht bekehren, bitte, die sieht ein großes Wunder. Und Gott will nicht haben, dass so eine Menschen sich dann bekehren. So eine Menschen, was Gott will haben, sollen Buße tun, sind so eine Menschen, die wirklich Wahrheit wollen, die wirklich die Radung wollen, wo die wirklich Gott wollen. Nicht so eine Menschen, wo die so sehr klar und hunsch was gewesen, du warst oder so. Und Gott weiß all, der Hort von Pharao, Gott weiß all, dort Pharao wir so eine, wo du nicht würd Büße tun, wenn er wohl Wahrheit, wenn er wohl Gott. Er wir so eine, wo du bloß würd Büße tun, wenn der genug Milagros sagt, wenn der Gott sein Arm hunsch genug rauf kann. Und so eine Gott will das nicht mal haben, dass so eine Saal sich bekehren. Und dort sagen wir in dem Neuen Testament, Jesus redet von der Salje. Vers 10, und Gott sagte Moses, go vor Pharao und sagte, sei laut mein Volk gunnen, wirst ditmal, weil ich all meine Pläne ab den Hort schacken, und ab den Knechts, und ab den Volk, und dort du weißt, dort du keine Ass ab der ganze Erde, die so Ass als ich. Willst nu hat ich meinen Hand uitgestreckt, und hat die, und den Volk könnt mit der Pestilenz schlunen, und du wirst von der Erde weggenommen werden. So Gott, der Pharao bloß denken haben, er könnt lang abbringen, aber Krieg für das habe ich die abgerecht. Krieg für das habe ich die abgerecht, sagt Gott zu Pharao, um an die meinen Kraft zu wiesen, und dort mein Namen ab der ganzen Erde verkündigt wird. So hier ist ein Mensch, der nicht will weiten von Gott, und das ist Pharao.
En Gott weet het al, die heeft al zoveel gelegenheid gehad, die wil niet weten van mij, nu wil ik den bruggen voor een Isaac. Ik wil een bruggen te mijn kracht wijzen, ik wil een bruggen, en krijg zoals de vers 1 zegt, God zegt, ik wil je al lang kunnen opdringen. Je hebt die entscheidung gemerkt. Ik wil je al lang kunnen wegnemen van op de wereld. Maar ik heb die voor dit Isaac gespoord. Voor dit dag heb ik die opgereicht. Ik heb die stark gemerkt. Ik heb die kennis gemerkt. Wien ik wil mijn kracht wijzen. En dat mijn naam in de ganze eerd verkondigd wordt. Maar hiertoe heerst du die zelfs, geen mijn volk, dat du het niet kunnen laat. Dat du het niet kunnen laat. De zevende pleil. Kijk maar deze tijd, waar ik eine sehr schwere Hell reinluten, sondern als nicht in Ägypten gewast ist, von den Tag von seiner Gründung, was nu. So von den Tag, wat Ägypten een Stadt wir, een Land wir, was nu ist, sonst dit nach Kämmen geworden. Bring den Fei, so hier, dat de Herr, Yahweh, der het alle erklären, du hier ist ein Darum bin. Du wir ich auch all, wenn Gott sagt, all das Fei wird aber sterben, wir wird sterben, aber das wir nicht so klar als nu. Nu sagt Gott, bring den Fei in Sicherheit. Alles wird aber sterben, gefangen ist, ob die wird Hell raufholen, und die sollen sterben. So war zoals ik aan het nieuwe gekeken had, je hebt naar de vij, die weer nog voets alle dood, en er weer geen vij, en dan wo Luther zijn er nog schlamsen op vij, en Luther sagte nog, die zullen de vij alle naam brengen, es war nicht, die waren doodgeslagen met hel, en dan dacht ze, okay, vielleicht werden de Israëlieten naar de vij, aber nee, dat zegt je in vers 26, bloos de land Goshen, wo de Kinder Israël wären, du wir kein Hell. So, das Fei, was du von Hell durchschlucht, dass wir in der Hammer waren, die gibt nicht der Fei, so dass wir das Fei, was die waren, haben Bann gehabt, und nu wären der Staaten, wo die andere Fei grusen, die alle zurückkommen, da wird nicht ladig, dann haben die dort vielleicht auch noch alle Ried gebracht, und dann hat Gott dir gesagt, der Warnung gegeben, und dann wird Gott gesagt, die, was du Gott fürchten, die brauchen der Fei an, aber die, was Gott sein wird, nicht achten, die leiten das Büten. Vers 27, Pharao sagte, ich habe das mal gesündigt. Ich habe das mal gesündigt. Yahweh ist der Gerechte, aber ich und mein Volk sind die Gottlose. Das hielt sich nur eine Büße, aber das ist, die kann es noch lang nicht sein, wo viel er schuldig ist. Er sagt, ich habe das mal gesündigt. Bet zu Jehovah, lutet genug sein von Gott sein Donner und Hell. So will ich jünt gunnen luten und die sollen nicht länger bleiben. So der Wort Gottes, ich habe die Verse hier nicht alle nennen, und so ich sehe, wir bloß viel zu viel. Das Donner und Hell, dass wir nicht bloß ein Sturm, was wie von der und kam. Der Wort Gottes sagt, 4 kam von Himmel. Und das 4 rand über das Erd. Und so, dass wir wirklich, was sehr besonders wird der Wort. Vers 34. Und das Pharao sagt, dass der Regen und der Donner und der Hell abhielt, versindigt er sich wieder und verhört sein Hort, in seine Knachs. So war er, okay, das war alle Fan, also war der Sonnenschein, das Regen, das Hell, das 4, das ist alle uit, das Regen hat abgehielt mit Heulen. Und nu versindigt er sich weiter und möchte sein Hort, in seine Knachs. Und Pharao sein Hort verhört sich, und er leitet die Kinder Israel nicht so es Yahweh durch Moses geredet hat. So Gott hat auch vorher gesagt, das wird worden. Kapitel 10, Vers 1. Und Yahweh sagte Moses, Gu bi Pharao nam, wils ich hab sein Hort verhört, dort Hort von seinen Knachs. So Gott schickt Moses da waren an, Moses und Aaron da waren an, und sagt, ich soll mal mit denen reden, aber ich habe sein Hort verhört, und
dat hart van zijn knechts, omdat ik mijn tekens mank entwiesen. Mank entwies. So, ik kan nog niet vragen. Ik kan nog niet genoeg. Dat is nog niet groot genoeg. Deze wonders, wat de wereld wordt zijn, die moeten nog meer worden. En dan hier is de tweede oorzaak. So, de ene oorzaak weer, dat de tekens mank de Egypten wiesen. En dat du dine kinderen en dine kinderen er kinderen en er oren verkennen kost, wat ik in Egypten oorzaak heb. So, dat is niet meer bloos voor die. Niet meer bloos voor de eeuwige wereld. Dat is niet bloos voor Rahab en voor, nou ja, dat staat voor Jericho. Dat is niet bloos voor de Egypten. Dat is voor jullie kinderen. Voor jullie kinderen en jullie kinderen de kinderen. Die ik mank en te doen hebben. So, die zullen in oren vertalen wat ik ooit heb in mijn tekens die ik mank en te doen heb, zodat je weten mochten dat ik Yahweh zie. So God brukt de tijd zeer om zijn naam groot maken. De achte plek. Laat mijn volk kunnen, dat zij mijn deinen. Wels wanneer die werst, mijn volk kunnen te laten, kijk, dan word ik morgen herschlagen en dienen gebied brengen, en die worden dat gezag van dat land bedagen. En verder zijn de knechts zeiden te arm. So die kregen die bloß een warning. Moses zei te eind, dit is wat passeren wanneer je niet was. En Pharao zijn de knechts zeiden te Pharao, hoe lang soll das Mond eine Schlange sein für uns? Laat die mannen gaan. So, Pharao zijn de knechts, die handelt nu. Like, Pharao, come on. Wer denkst du, bist du? Kijk wat met ons worden. Goed toch? Dan zeg Pharao, hiert een beetje wat de mannen zijn. En zegt hij, goed dag, je mannen, en dank Yahweh. So, door de ganze onderhouding, Pharao fragt voets, wer soll gehen? Wenn je gaan, waarom Gott dein, wer soll gehen? Dan sagt Moses, wie alle, en dan de mannen, de vrouwen, de kinderen, de meiden, de jongens, en dan twee. En dan zegt hij, no, dat is te veel. Je mannen, je kan gaan. Gott zei te Moses, streik die hand uit, zodat we bloß een warning. En Pharao jaft zich een beetje aan en zei, je mannen kan gaan, dat is Gott niet goed. Dus ik zei, Gott wordt Pharao niet uiteenkomen, niet zeggen, oké, ik wil dat het dit, maar we hebben een beetje negotie aan. Gott zei te Moses, streik die hand uit, waar dat land Egypten weens de herschrecken. Dan zei Pharao te Moses, ik heb gezendig, jen Yahweh, jen God en jen junt. So du hast mir weer uitgelaten, ik wil zeer toeroeden, lees dat ganze, meermaal even. Dat is zo'n grote zegen was voor mij. En ik wil dat hand, dat zal voor jullie ook zijn. So wenn de Pharao der zit, de herrscher komt, dan zegt Pharao te Moses, ik heb gezendig, jen Yahweh, jen God en jen junt. So der vangt aan, de $1 bij te geven, Yahweh verhoort Pharao zijn hart, en hij leidt de kinderen Israël niet kunnen. So God wird noch nicht, okay, wacht mit, du sollst noch nicht Büße tun, du sollst noch nicht die Gun lassen, wenn kann noch mehr. De neemde plek. En Moses streckt zijn hand uit naar Himmel, doorjeft dort in ganz Land Ägypten eine dicke Düsternis 3 Jahre lang. Nee, wat ik een dag is, wat hier kwam en ik wel omtoren, en ik geloof, je zijn er nog veel van ons, wat door durch de ganze Bibel gaan, en dat is zo zeer fijn, zo zeer wichtig. Dat helpt ons zo zeer veel, wanneer we denken dan aan Jezus. Lees het Oude Testament, en wanneer je dat leest, weet al, dat hier zijn zoveel beelden bij van Jezus. So voets aan deze 3 dagen, Dienstdag, ik dacht aan de 3 dagen, wat Jezus in het hart van de wereld weer. En dit heeft alles te doen met Jezus, al een beeld van Jezus. Of alle kinderen Israël hadden licht in ihre woningen.
So für 3 Tage wird dies da in ganzen Ägypten. Da wird so dies da, wird gerade gesagt, dass die können sperren, wo dies da dort wird. Aber alle Kinder Israel hatten Licht in ihrer Wohnungen. Das war dann, das ist mit schwarze Begriffen, schwarze Denken, wo kriegt Leute das? Aber dort dies da wir, 3 Tage, für 3 Tage wird es bieten, alle wegen ganz dies da. In Goshen, in Ägypten, da wir alle wegen ganz dies da. Aber in den Israeliten ihre Wohnungen, du wir Licht. So, was meint das? Das meint in den Ägypten ihre Wohnungen, du wir nicht. Das meint dort, ich konnte nicht begreifen, wenn ich würde denken, okay, warum nur 4 mehr? Und das schafft nicht, und das schafft nicht. Und warum? Die können nicht anstecken. Die können nicht tun zum Licht merken, was die, was hier haben gebraucht zum Licht merken. Der Eigloms, die stecken nicht an, die Teuchlichter, die stecken nicht an, die können nicht Licht merken. Und war da ein Unterschied, wenn die waren gekickt in der Goshen, wo die Israeliten waren, du waren gesagt, in jeder Haus, du schammelt du kannst Lampenlicht rüber, was immer. Und wovon Wunder würde das gewahrsam, Tom, dass die Israeliten bloß nicht ab scheinbar können Licht merken in der Häuser, nicht Israeliten, Ägypten, sorry. Kapitel 10, Vers 22, und Pharao rob Moses und sagt, gut Han, dein Yahweh, bloß jene Schub und jene Fei soll treu bleiben. So, ja, was wieder, hier sagt ja, die Kinder, die können auch, ich wollte bloß an den Mann sollen, und dann sagt Gott, no, die waren alle. Dann sagt er, okay, je kann je Mialis ein junges mitbringen, je kann mitbringen, aber jene Fei soll treu bleiben. Das ist kein Wunder, dass die wohl haben, dass die Fei soll treu bleiben. Denn wie viel Fei haben die noch? Wir haben noch 3 Plauen, wo der Fei geschlagen haben. Und ich weiß nicht, wie viel von die wirklich wurden geglaubt und der Fei näher gebracht. So, die waren sehr arm geworden. Aber Yahweh verhört Pharao sein Hort. Naja, das wo wir von der gekommen sind, oder wo wir so kommen. Carlos wird nächstes Mal wieder gehen mit der letzten Player, und dann wollen wir nach wieder sagen, was Gott condemnt. Hier an vielleicht mehr von Ihnen gehört, dort ist durch diese Player, Gott hat all die Jahre von den Ägypten rechten. Die hatten mehrere Jahre. Die hatten die Sonne anbeten, die hatten die Riefe anbeten, die hatten die Erde anbeten, die hatten den Gott von dem Sturm anbeten. Die hatten so viele verschiedene Gott. Und das Sachen, dort ist Gott entrechten, er hat ihre Jahre auch alle rechten. Dankeschön. Wir beten.